Lass uns für 30 Sekunden einfach noch den Namen Jesus erheben, weil Lobpreis passt nicht zum Mensch, sondern immer zu Gott. Und es passt zu ihm heute Morgen. Amen. Ohne Band. Achtung, fertig, los. Halleluja. Herr, du bist gross in unserer Mitte. Danke, Jesus, dass du hier mitten unter uns bist. Wir wollen ehren. Wir wollen sagen, du sollst an diesem Ort gross rauskommen. Wir erheben dich, Jesus. Danke, Herr. Amen. 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 Habt ihr dafür Platz nehmen? Worship Team ist on fire heute. Come on. Dritte Predigt über das Gebet des Jabes. Und es erstaunt mich jedes Mal, wenn ich es wieder lese. Also wirklich, einige von euch haben dieses Jahr vorgenommen, die Bibel zu lesen. Wenn ihr spätestens zu 1. Chronik kommt, Kapitel 1, da wird es richtig langweilig. Es werden einfach Namen aufgezählt, Namen, für 9 Kapitel, nur Namen, außer eben dieses kleine Gebet, das wie eingeschoben ist. Und für mich ist es so ein schönes Bild, auch wie Gott im Kleinen, im Unwahrscheinlichen, im Langweiligen uns immer wieder überraschen kann und irgendwie Wege finden kann, wie er uns sein Herz mitteilen kann und etwas von dem auch von dem Göttlichen reinbringen kann in unser Leben. Und wir steigen gleich ein. Es heißt hier 1. Chronik, Kapitel 4, Vers 9. Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn mit Kummer geboren. Jabes rief den Gott Israels an und sagte, ach, dass du mich doch segnen und meine Grenze erweitern möchtest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Unglück bewahrtest, dass es mich nicht bekümmere. Und jetzt kommt dieser erstaunliche Schluss. Und Gott ließ kommen, was er bat. Und dann geht es weiter mit Namensregistern für die nächsten 5 Kapitel. Und es wundert mich einfach, dieses Gebet. Wieso hat es bei Gott so viel Aufmerksamkeit bekommen? Und vor allem, dass er etwas gebetet hat, das wirklich auch eingetroffen ist. Wir beten ja oft für Sachen, die wahrscheinlich sind. Wer hat zum Beispiel für schönes Wetter gebetet für den Hochzeitstag? Die verheirateten Leute. Wer hat für schönes Wetter gebetet? Genau. Bei wem hat es trotzdem geregnet? Okay. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Pech, es ist wirklich Pech, es ist so ein wichtiger Tag, du lädst alle deine lieben Leute ein, du gibst Unmengen von Geld aus und deine Frau schmückt sich mit einem Kleid, das sie nie wieder tragen wird, aber einfach ein Vermögen kostet, so viel kostet wie alle Kleider für die nächsten 10 Jahre, die sie kaufen wird. Und dann regnet es. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist ziemlich groß. Und ich frage mich manchmal, wie wir beten. Jabez hat gebetet, dass kein Unglück mich trifft. Die Chance, dass Unglück passiert, ist da. Ich habe auch ein paar Wahrscheinlichkeiten mitgebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass du vom Blitz getroffen wirst, ist 1 zu 3 Millionen. Jetzt, die meisten von euch können wahrscheinlich damit herzlich wenig anfangen, so wie ich. Vielleicht hilft das. Die Wahrscheinlichkeit, dass du im Lotto gewinnst, steht 1 zu 31 Millionen. Also es ist 10-mal wahrscheinlicher, dass du vom Blitz getroffen wirst, als einen Sechser im Lotto machst. Also das Thema Unglück, weißt du, also im Jahr gibt es ungefähr 31 Millionen Sekunden. Und die Wahrscheinlichkeit, einen 6 im Lotto zu machen, ist ähnlich wie als man würde einfach auf die Sekunde genau einen Event, der dieses Jahr passiert, festlegen. Also als würde ich jetzt sagen, am 10. Oktober um 10 nach 10 und 10 Sekunden wird die Polybahn entgleisen. Keine Studenten kommen zu Schaden, keine Angst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist so klein.
Manchmal nimmt Unglück so eine große Dimension ein, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Ich habe noch ein paar weitere Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du durch einen Haiangriff sterben wirst, ist 1 zu 3,7 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem Getränkeautomaten erschlagen wirst, passiert wirklich. Es steht 1 zu 112 Millionen. Kein Witz, in Amerika sterben jährlich 2 Personen, weil sie irgendwo etwas rauslassen und von einem Getränkeautomaten erschlagen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Flugzeug getroffen wird, das vom Himmel stürzt, steht 1 zu 25 Millionen. Also immer noch größer als einen Sechser im Lotto zu machen. Gibt noch verrückte Sachen. Jedes Jahr haben ca. 6.000 Menschen so gravierende Schwierigkeiten, in ihre Hosen einzusteigen, dass sie sich so stark verletzen, dass ein Krankenhausaufenthalt notwendig wird. Und die Chance, dass das passiert, ist 1 zu 10.000. Hier noch eine für die Frauen. Die Chance, dass du einem Mann begegnest, der keine Unterhosen trägt, ist ziemlich groß. Eine von 3 trägt keine Unterhosen. Also 1, 2. Wir glauben es jetzt einfach, das sind christliche Jungs, da sind ganz andere Werte da. Aber jetzt ziemlich Pech. Wenn das passiert, dann ist natürlich die Frage, wenn wir beten, ist es wirklich Glück, ist es Pech? Die Welt lächelt oft über Christen, weil sie denken, ja, es ist purer Zufall. Es passiert auch ohne Gebet. Manchmal, wenn ich Leute frage, die nicht gläubig sind, darf ich für dich beten, dann ist so ihre Haltung da, nützt nichts, schadet nichts. Und ich liebe, dass Jabez gebetet hat, etwas gebetet hat, das wirklich schicksalsverändernd war. Es war nicht einfach Glück, weil, ja, das mit dem Glück, wisst ihr, die Chance, dass du der nächste amerikanische Präsident wirst, steht 1 zu 10 Millionen, also immer noch 3-mal größer als einen Sechser im Lotto zu gewinnen. Die Chancen, dass du bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewinnst, stehen mit 1 zu 662.000. Rund 46 Mal höher als im Lotto einen Sechser zu machen. Ich war mal in Neuseeland am Lake Taupo. Wir hatten dort ein Männerweekend. Und am Lake Taupo gibt es ein Floß auf dem See. Ein Hole in One. Die Challenge, dass man Golf spielt und mit einem Golfschlag direkt in das Loch den Ball trifft. Und man kann auf einen Schlag 10.000 Franken gewinnen. Jetzt, wenn du mit ein paar Jungs unterwegs bist, ist ja klar, dass du das machst. Vorher noch nie einen Golfball in die Weite geschlagen, nur Minigolf, war noch nie auf der Driving Range. Aber trotzdem, plötzlich denkst du, wow, das könnte eine Möglichkeit sein. Und du gibst $15 aus für irgendwie 8 Bälle. Und es ist so klar, du kriegst die nur irgendwo 2-3 Meter weit, statt irgendwo 20. Und die Chance ist so klein. Aber irgendwie war da trotzdem ein Glaube. Vielleicht ist heute mein Lucky Day. Vielleicht ist das der alles entscheidende Wurf, den ich lande. Wisst ihr, Gebet ist für mich mehr als irgendwo ein Glücksspiel. Aber ehrlich gesagt, habe ich mich schon ein paar Mal so ertappt, dass ich wie bete, vielleicht passiert es, vielleicht nicht. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht. Aber es wundert mich, dass Jabez etwas gebetet hat. Gesagt, Herr, segne mich. Er hat sich nach dem Glück ausgestreckt. Er hat gesagt, Herr, halte das Unglück weit weg von mir. Und Gott ließ es kommen, was er bat. Wisst ihr, wir können das Glück auch ein bisschen manipulieren. Wir können es beeinflussen. Wenn du studierst, wenn du einen Master machst, ist wahrscheinlich die Chance größer, dass du einen gut verdienenden Job mal hast,
als wenn du das nicht machst. Ja, du kannst dein Glück manipulieren. Wisst ihr, die meisten Kinder sterben wegen einem Autounfall. Also, was du machen kannst, dass sich das Unglück nicht trifft, ist, du passt wirklich gut auf die Kinder, wenn du mit ihnen auf der Straße bist. Du kannst das Glück oder das Pech auch ein bisschen kontrollieren. Wenn du sagst, hey, ich möchte nicht von einer Lawine getroffen werden, dann gehst du einfach nicht an den Skitag. Sie haben Glück gehabt. Nee. In Australien leidet jede dritte Person mit 70 unter Hautkrebs. Also, wenn du das vermeiden willst, wandere nicht nach Australien aus. Weil dort ist es so, also du kannst gewisse Sachen, kannst du mit deinem Verstand manipulieren, du kannst clever sein, du kannst dich richtig positionieren, dass kein Unglück eintrifft oder dass sich eben das Glück trifft. Aber im Gebet ist wirklich keine Glückssache, weil ich glaube an einen realen Gott, der echt unsere Gebete erhört. Das heißt im Jakobusbrief, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und ich möchte wirklich eine Kirche sein, ich möchte ein Mann Gottes sein, der nicht so ein bisschen, ja, ich bete halt und es ist eine gute Sache, die man macht, sondern ich will glauben, dass was ich bete, das ist lebensverändernd. Das ist eine Schicksalsänderung, wenn ich jemandem die Hände auflege. Wir brauchen Männer und Frauen Gottes, die nicht immer denken, ja, vielleicht nicht. Unsere Gesellschaft hat es nötig, dass Christen eine Autorität haben, eine Vollmacht haben, vor allem einen Glaube und eine Gewissheit im Herrn, dass das, was sie beten, landet im Herzen Gottes und es bewegt die Hand Gottes. Und ich liebe dieses Gebet von Jabes, weil er hat wirklich mit der Hand Gottes gerechnet. Er hat sein Leben so ausgerichtet, dass Gott eingreifen musste. Er hat mit seiner Hand gerechnet. Das heißt hier, dass deine Hand mit mir wäre. Es gibt also auch die Option, dass Gottes Hand nicht mit dir ist, in dem Fall. Er hat sich so positioniert. Und ich gebe einen kurzen Rückblick von letzter Woche, wenn du nicht da warst, weil es erstaunt mich, dass Jabes, dessen Leben voller Kummer war, ein Gebet spricht, das so verrückt ist, dass er sagt, mein Leben ist voller Kummer. Und jetzt, Herr, erweitere meine Grenzen. Das heißt sogar, hey, wenn du das Leben schon voller Kummer hast, er will sogar, das darf noch größer werden. Ist ein verrücktes Gebet. Also, wenn ich Jabes wäre und mein Leben voller Kummer ist, so wie es seines beschrieben ist, dann würde ich eher sagen, hey, Herr, nimm mich heraus aus dem. Gib mir etwas total Neues. Es ist so, ich wünsche mir etwas Neues, a whole new world. So die Idee von, der Herr ist fast wie ein Flaschengeist. Plötzlich aus dem Nichts hast du plötzlich eine neue Chance, irgendetwas anderes. Aber Jabes hat begriffen, dass er den Gott Israels angerufen hat, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, dass Gott eine Geschichte schreibt mit Menschen und nicht irgendwo, es hat eine Kontinuität. Und dieses Gebet sagt eigentlich, ja Herr, irgendetwas ist passiert in meinem Leben, aber du darfst meine Grenzen sprengen. Und es darf sich etwas Neues entwickeln. Nicht, ich möchte dieses Leben nicht mehr, mach was anderes. Es erstaunt mich, dass Jabes dieses Gebet gebetet hat. Weil, Herr, erweitere meine Grenzen. Die natürliche Reaktion für mich wäre auch folgendes Szenario. Möglichst weit, wenn mein Leben schon voller Kummer ist und Schmerz, möglichst weit weg von den Grenzen. Irgendwie möglichst alles vermeiden, was jetzt noch eine Grenzerfahrung ist, was mich jetzt noch herausfordert, was irgendwo noch ein Kampf ist, sondern schön einmitten im Leben. Dort, wo es stabil ist, dort, wo es bequem ist, dort, wo Friede herrscht, dort, wo Ausgeglichenheit ist. Das wäre mein Gebet. Aber eben Jabes, der verrückte Junge, positioniert sich anders, so er sagt, Herr, erweitere meine Grenzen. Ich will hier sein. Wisst ihr, wenn dein Leben voller Kummer ist, dann bist du am Verkümmern. Und Jabes hat das begriffen, wenn er hier ist, dann verkümmert er noch mehr. Dann verkümmert sein Glaube.
dann verkümmert das Potenzial in ihm. Dann verkümmert der gottgegebene Traum. Dann verkümmert das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und er muss dorthin kommen, wo Gott ist, wo er wieder auf Gott angewiesen ist, wo Gott seine Grenzen sprengt. Also die Frage oder das Interessante an diesem Gebet ist nicht einfach, wie kann ich möglichst wenig Kummer bekommen? Nee, die Frage ist, was muss ich tun, dass ich nicht verkümmere? Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass dieser Ort, wenn Gott uns an unsere Grenzen bringt, dass dies der sicherste Ort ist. Und heute möchte ich einfach noch ein paar Sachen über die Hand Gottes sagen. Weil dieser Ort ist sicher und dieser Ort ist gut, wenn Gott dich an deine Grenzen bringt. Weil die Hand Gottes dort eingreift. Es ist nicht einfach nur eine Wahrscheinlichkeit, sondern es ist Gottes Verheißung. Und ich habe 4 Sachen, die ich kurz sagen möchte und dann wollen wir zusammen beten. Weil ich glaube wirklich heute, wir wollen nicht nur über Sachen reden, sondern wir wollen es erleben. Die Hand Gottes wird heute einschreiten. Das möchte ich wirklich aussprechen. Dafür bringe ich diese Predigt. Erstens, die Hand Gottes wirst du erleben, das Eingreifen Gottes wirst du erleben, wenn du wirklich in Not bist. Das heißt in Jesaja 59, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zu hören. Ich liebe dieses Bild, dass die Hand Gottes nicht zu kurz ist. Wir waren vor rund einem halben Jahr in Konstanz und wir haben am Fußgängerstreifen gewartet und plötzlich rennt unser kleiner Junge mitten auf die Straße. Rote Ampel, mitten auf die Straße. Ein Auto hat gequietscht. Wana hat geschrien wie ein 13-jähriges Mädchen, das zum ersten Mal Justin Bieber an einem Konzert sieht. Das Problem war, unsere Hand war zu kurz. Wir konnten ihn nicht fassen. Und ist schön vor ein Auto hingelaufen. Es war knapp. Und dieser Vers ist so schön bildlich, dass Gottes Hand nicht zu kurz ist. Jetzt gibt es viele Sachen im Leben, wo wir Not leiden, weil wir genau wissen, ja, es war unser Problem, es war unser Fehler, es war unsere Unachtsamkeit, es war unsere Dummheit manchmal auch. Und ich liebe diesen Vers, dass das Herz Gottes ist, hey, egal, ob es du verschuldet hast, egal, ob du in Not geraten bist, meine Hand ist dort, die ist nicht zu kurz. Ich möchte dich heute trösten. Wenn du in Not bist, finanziell, emotional, beziehungsmäßig, was auch immer in deiner Welt läuft, Gottes Hand ist nicht zu kurz. Er kann dorthin reichen. Aber es passiert dort, es passiert eben da, wo wir auf ihn angewiesen sind. Weil hier haben wir das Leben selbst im Griff. Hier müssen wir gar nicht auf das Wirken Gottes, sind wir gar nicht auf das Wirken Gottes angewiesen. Aber hier, wenn wir an den Grenzen sind, Gott sagt, dort kannst du damit rechnen. Es ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern dort bin ich. Ich möchte etwas Mutiges machen, also so mutig ist es auch wieder nicht. Aber wenn du bezeugen kannst, einfach für diejenigen, die momentan gerade durch eine schwierige Zeit gehen, wenn du bezeugen kannst, dass Gott dich in der Not gerettet hat, als du am Anschlag warst, als du an deiner Grenze warst und die Rettung Gottes erlebt hast, bisher in deinem Leben, kannst du kurz aufstehen. Einfach als Zeichen, wow, ich kann das bezeugen. Das ist keine Hypothese, das ist nicht irgendetwas, was in einem Buch steht, das ein paar Jahre alt ist. Das ist unser Gott. Und ich möchte, dass du dieses Bild siehst. Dein Leben, viele Leben hier bezeugen, dass Gottes Hand eingreift. Danke, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Gottes Hand ist nicht zu kurz. Jetzt, manchmal ist es auch gesund, sich selber ein bisschen in Not zu bringen. Es gibt auch die Variante. Selber in Erklärungsnot zu kommen.
Also wenn du plötzlich sagst, am Sonntag war ich eben in der Kirche und nicht einfach, wie war dein Weekend und ja, ich war Skifahren und den Sonntag blendest du aus. Das bringt dich in eine Erklärungsnot. Und dort zu erleben, wie plötzlich Gott Dinge zusammenfügt, die wir gar nicht hätten selber möglich machen können. Wie plötzlich Menschen offen werden. Ich möchte mich mehr in Erklärungsnot bringen. Weil Gottes Hand ist dort und er greift ein. Das heißt im Jesaja, ich habe diesen Text nicht auf der Leinwand. Jesaja 66,2 steht geschrieben: Ich habe das alles doch geschaffen, Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten, um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Wow, hier sagt Gott, hey, ich habe alles geschaffen, große Dinge. Und doch sieht er dich. Es ist keine Wahrscheinlichkeit, dass Gott eingreifen wird. Es ist sein Versprechen. Er ist dort. Du bist dort nicht alleine. Das Zweite, wieso wir wirklich mit Gottes Hand rechnen können, ist, wenn du seine Nähe suchst. Du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Jetzt, ich habe ja viel mit Worshipen zu tun und manchmal sind die sehr enthusiastisch über die Nähe Gottes. Die meisten von denen. Ehrlich gesagt, ich bin es nicht einmal so. Weil manchmal habe ich das Gefühl, viele Worshipper landen, wenn sie das Gefühl haben, ich bete Gott an, eher in ihrer Seele. Schöne Musik, ruhig. Aber ehrlich gesagt, für mich ist es immer eine Überwindung, es ist immer eine Grenzerfahrung, Gott zu suchen. Weil ich begegne auch meiner Ohnmacht. Ich begegne Gottes Souverän. Er ist ein heiliger Gott. Er ist überragend, er ist nicht menschlich. Heilig heißt, er ist außerhalb von dem Menschlichen. Er ist nicht hier, sondern er ist da. Und für mich ist es offene Überwindung, weil ehrlich gesagt, Anbetung, Gottes Gegenwart zu suchen, ist das Überwinden von meinem Ego, meiner Selbstzentriertheit. Das ist gar nicht so einfach. Ich verstehe jeden, der am Sonntagmorgen immer Mühe hat, Gottes Gegenwart zu suchen. Ich habe volles Verständnis. Es ist eine Grenzerfahrung. Es ist immer wieder eine Grenzerfahrung, Gott zu erheben, weil es heißt, es ist ein Bekenntnis, Herr, du sollst regieren, nicht ich. Es fällt mir im Fall nicht einfach. Das ganz bewusst zu machen, das ist für mich eine Grenzerfahrung. Das heißt, im 1. Petrus 5,6, beugt euch also unter die starke Hand Gottes. Dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wisst ihr, wir können damit rechnen, dass Gott eingreift, auch für unser Glück sorgt. Wenn wir ihn suchen, in seine Gegenwart kommen. Und oft ist es eine demütige Haltung. Wir stehen vor einer Fastengebetszeit vom 1. Februar bis zum 21. Februar. Wisst ihr was? Ich klinge sehr enthusiastisch, aber ehrlich gesagt, Fasten ist eine Kamikaze-Sache. Ich sterbe nicht gerne. Ich mache das ehrlich gesagt nicht unbedingt freiwillig, aber ich mache es aus einer tiefen Überzeugung. Weil ich habe etwas erlebt, wenn ich sterbe, wenn ich mich beuge, wenn ich ihn anerkenne, dass Dinge möglich sind, dass ich mehr beschenkt werde, als wenn ich irgendwo eine Packung Zweifelchips vor dem Fernseher schaue und irgendwie, Packung, das geht gar nicht auf, eine Zweifelpackung Chips vor dem Fernseher schaue, vor dem Fernseher esse und einen Film schaue, das wollte ich sagen. Das wäre angenehmer, das wäre für mich irgendwo schön. Aber die Gegenwart Gottes ist für mich meist nichts Schönes, sondern es ist ein Ort, wo ich mich auch ausliefere, wo die Heiligkeit Gottes mich auch prägt und verändert
Aber irgendwo in dem drin, wie mich Gott erhebt. Ich hatte eine unglaubliche Fastenerfahrung. Meine erste Fastenerfahrung hatte ich mit 18. Ich habe damals ein Festival geleitet in unserem Dorf. Es war die erste Ausgabe unseres Festivals. Ein ganzes Jahr Vorbereitung steckte da drin und wir hatten zu wenig Geld, um ein Dach für die Bühne zu bauen. Also es war Open Air und es hatte kein Dach. Das Problem war, es regnete während dem Soundcheck. Oder die ganze Woche sagte Regen. Ich habe an dem Tag zum ersten Mal gefastet. Und ich bin gestorben. Erstens mit der Angst, dass wir das Festival abblasen müssen. Aber auch einfach, ich wollte das eigentlich gar nicht. Und ist mir wichtig, beim Fasten geht es nicht darum, immer Gott zu erpressen. Überhaupt nicht. Aber es war für mich so ein Ort, wo ich sagen, Herr, ich habe alles im Griff gehabt bisher. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles vorbereitet, wir haben die Bands angefragt, wir haben für Bewilligungen geschaut, wir haben die Schulen angefragt, da sind ganz viele Leute gekommen. Aber jetzt musst du eingreifen. Ich weiß, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich auf die Knie vor Gott ging. Das war mein erster Fastentag. Ich weiß einfach noch, am Abend, währenddem die Konzerte gelaufen sind, habe ich mal hochgeschaut. Und ich konnte jeden einzelnen Stern am Himmel zählen. Es war eine klare Nacht. Ich bin an dem Tag gestorben. Aber irgendwo Gott hat mich erhöht. Hat irgendwie etwas möglich gemacht, das ich nie hätte möglich machen können. Wirklich seine Gegenwart gesucht. Und ich möchte dir sagen, ja, Gottes Gegenwart ist eine Grenzerfahrung, weil es wäre bequemer, am Morgen länger zu schlafen. Es kostet dich immer etwas. Es bringt dich immer an die Grenzen, Gott zu suchen. Aber es ist dort, wo Gottes Hand eingreift. Und ich möchte, dass wir nicht irgendwo mit Wahrscheinlichkeit spielen, sondern dort sind, wo Gottes Hand ist. Das Dritte: wenn du einfach gehorsam bist. Jesus sagte, ja, aber gesegnet sind alle, die das Wort Gottes hören und danach leben. Weißt du, heute Morgen um 5:30, 6:30 war es, habe ich mich zu Wana umgedreht und gesagt, heute spüre ich es nicht. Heute fühle ich mich nicht nach dem Predigen. Überhaupt nicht. Es ist einfach so, ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Ich dachte mir so, okay, ich erzähle irgendwas. Heute war mir überhaupt nicht drum. Ich habe es nicht gespürt. Ich dachte, ich habe nichts zu sagen. Die ganze Vorbereitung war irgendwie nicht so, ich würde es mal sagen, geistesdurchdrungen. Ich muss mich dann zurückerinnern, weil ich hatte im November einen klaren Eindruck, dass ich über Jabez beten sollte. Dann haben wir es abgedruckt im Newsletter, im Fall als Flyer. Und jetzt heute, ich spüre es nicht. Weil wir sagen müssen, Gott hat gesprochen vor 2 Monaten. Und heute tue ich das einfach. Es gibt so viele Sachen, ich kann euch sagen, als Gemeindeleiter, es gibt so viele Sachen, wo ich keine Klarheit habe. Ich bin nicht der Typ, der so krasse Gottesbegegnungen hat. Ich habe viele Gottesbegegnungen. Ich glaube, ich erlebe Gott. Aber ich habe nicht die krassen Sachen, wo ich sagen kann, ich habe Gott gehört und dieses Jahr geht's so. Und es wird das passieren. Ich habe so Kollegen, die unglaublich dynamische Leiter sind. Unser Jahresthema passt auf mein Leben. Pray and obey. Ganz simpel. Und immer das so im ganz normalen, einfachen, unspektakulären. Einfach das tun. Ich fühle es nicht. Aber wisst ihr was? Im Nachhinein staune ich jedes Mal, was Gott wieder machen konnte. Wir leben schon in einer Spür mich, fühle ich's oder nicht Gesellschaft. Aber wenn du Gottes Hand wirklich erleben willst, dann tu das, was dran ist.
tu das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Das heißt im Hebräer 11,6, es ist aber unmöglich, dass Gott an jemanden gefallen hat, der ihm nicht vertraut. Wer zu Gott kommen will, muss ja fest damit rechnen, dass es ihn gibt und dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Es ist, ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und ich möchte dich ermutigen, dass Gottes Hand in deinem Leben noch viel stärker sein wird und dass du mitrechnen darfst. Aber du es wahrscheinlich erst später sehen wirst. Ich verabschiede mich hier von denjenigen, die im Livestream mitschauen. Wir haben noch 2 mehr Punkte, aber wenn man zu Hause aus dem Bett mitschaut, tut mir leid, dann kriegt ihr nicht das ganze Programm. Weil etwas, wofür ich gerne jetzt beten möchte, ist, und es ist auch